Freunde, es geht weiter, immer heiter, ein letztes Mal. Hier zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword in HD. In der letzten Folge ist der Torbring wieder auferstanden, hat Zeldas Seele dementsprechend absorbiert. Aber es ist noch nicht alle Hoffnung verloren, denn es dauert auch mal eine Zeit, bis sich seine Seele, beziehungsweise ihre Seele mit seinem Körper komplett vereinigt hat. Und Zelda dann, sage ich jetzt mal, sterben würde. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, um sie zu retten. Und ja, natürlich werden wir die Zeit nutzen, da ist klar, um ihn Platz zu machen, ganz was auch sonst. Und somit dann das Spiel zu beenden. Alles andere, sei es Hauptstory oder eben noch Sidequests, logischerweise haben wir alles schon gemacht, alles 100% abgeschlossen. Und ich muss mir erstmal ausruhen. Puh, alter Schwede. Er ist diese seltsamen, wenn ich gerade Minibosse habe, diese Monsterarmee, diese Monsterhorde. Dann Gyro in seiner letzten Form, die zum Teil doch beachtlich war oder beeindruckend war. Wo ist Zelda? Wo habt ihr Zelda hingelegt? Hä, wo ist sie? Schläft in der Kammer. Da ist ja auch so etwas, wa? Eigentlich müsste es ja jetzt zwei Zeldas geben. Unsere Zelda jetzt, deren Seele gerade entrissen wurde. Und die Zelda, die ja eigentlich noch das Siegel bewachen sollte. Oder beziehungsweise, ja, bewachen ist übertrieben, aber halt das ursprüngliche Siegel zumindest hätte beschützen, bewachen. Stärken sollen, das war das Wort, was er gesucht habe, genau, stärken sollte. Jetzt halt die Frage, sind wirklich zwei Zeldas da? Und würden beiden Zeldas verschwinden, wenn die eine Zelda ihre Seele komplett mit dem Todbringer verschmolzen wäre, sie somit tot wäre? Dann wäre die andere Zelda ja auch tot. Wegen Zeitreisen und so. Oder gibt es aktuell nur eine Zelda, also ist die andere Zelda auch verschwunden, weil das Siegel gebrochen wurde komplett? Das somit auch die Gegenwart verändert hat? Oder wie darf man das Ganze verstehen? Ja, eben diese Zeitreisen, weil die sind... Darfst du auch nie zu viele Gedanken darüber machen, weil sonst wirst du irre. Da wirst du irre. Und vor allem ja auch die Hauptfrage, Torbring ist wieder auferstanden. Was ist jetzt mit dem Verbannten in unserer Gegenwart? Wir haben ihn eigentlich 3-mal besiegt, regulär. Beim 4. Mal haben wir das Triforce genutzt und einfach mal vernichtet oder geplättet. Ist jetzt alles irgendwie nie passiert quasi, weil er ist jetzt wieder auferstanden. Oder sind es ähnlich wie bei Ocarina of Time auf verschiedene Zeitlinien geschehen? Das heißt, wenn wir in unsere Zeit zurückkehren, ist dort alles noch so, wie es vorher war. Aber diese neue Zeitlinie hier, da wäre jetzt einfach, hätte es nie einen Verband, nie einen Todbringer gegeben. Also, Todbringer vermutlich schon, weil wir haben ja vernichtet, aber, oder werden ihn gleich vernichten, aber ihr wisst, was ich meine. Da sind so Fragen, naja, aber gut, sagen wir ehrlich, wir müssen ihn erstmal besiegen, wa? Weil, quatschen kann man großartig, aber erstmal Taten folgen lassen. Gebiet hat das zu berichten. Wenn du hier weitergehst, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht mehr zurückkehren kannst, ohne den Kampf beendet zu haben, bei 100%. Fühlst du dich bereit? Also alle Sidequests abgeschlossen? Sind deine Tränke gefüllt? Alles cool? Jo. So soll es sein, Freunde. Beenden wir das Spiel. Du bist wirklich gekommen. Du scheinst es tatsächlich ernst zu meinen, Menschlein. Sieh dich gut um. Das ist das Letzte, was deine Augen je erblicken werden. Ich hasse die Götter. Endlich habe ich meine Kraft zurück. Ich werde dich zermalmen. Wie lange wirst du wohl von mir bestehen können? Sei so gut und stirb nicht sofort, ja? Von nun an erzittert die Welt unter meiner Herrschaft.
Ich werde jeden, der es wagt, die Hand gegen mich zu erheben, auslöschen. Nichts da, Kumpel. Und die unendliche Macht. Wenn ich erst das Triforce habe. Seht ihr das gerade auch, Freunde? Sein Gesicht, sein Körper pulsiert, die Adern und so weiter und so fort. Das haben wir damals bei der Wii gar nicht richtig gesehen. Alter, wie krass. Dann gehört diese Welt den Dämonen. Sieht natürlich hier in Full HD schon viel geiler aus. Der Todbringer. Machen wir ihn platt. Ich kann mich noch erinnern, dass wie bei vielen Endbossen Zelda-Spielen auch dieser hier relativ easy zu besiegen ist. Bin nur gar nicht mehr so sicher, wie es ging. Ja, mal gucken. Wir gehen schon hin, Freunde. Aua! Okay. Den Schlag schenke ich dir. Alter, Power hat er schon. Irgendwie doof. Kommt gar nicht durch. Was soll der Rotz? Wahnsinnig spannender Kampf, muss ich schon mal sagen. Na, was sagst du dazu? Todbringerlein, du altes Schwein. Da staunst du, wa? Was so ein Mensch alles drauf hat. Oh, ist er sauer. Blitze, ernsthaft jetzt? Hm. Ja, ich hasse Blitze. Okay. Kann ich sowas eigentlich auch? Wow. Offenbar schon. Nee, das konnte ich nicht. Vergiss es, Alter. Komm, schmeiß weg den Scheiß. Gut, mach ich halt. Yes, Mann! Na, deine eigene Blitzmedizin, die gefällt dir. Hier? Schmeckt nicht, wa? Kann ich mir schon vorstellen. Aua. Der war fies. Nein! Ah, durchgeschockt. Da war ich schneller. Oh. Wieder schneller. Mann, du bist so lahm, ey. Und Fangstoß! Der weicht aus! Nein! Da war knapp. Das ist ein Fangstoß ausgewichen, ich krieg die Krise. Wann geht denn das? Er ist halt der Dämonenkönig, ja, ist klar. Ich wollte gerade... Okay. Gleichzeitig aufladen, Rückwärtszahl, das kann Ding noch nicht. Aber... Das ist irgendwie ein bisschen doof so. Von mir voll reingelatscht. Hey, ja! Was? Oh, das war knapp. Au! Oh, voll den Rücken, ey. Wir sind uns ebenbürtig, wa? Todbringer.
Okay, ich muss zugeben, dass der geilste Kampf gegen ihn, den ich jemals hatte. Und es ist vorbei, Freunde. Stirb! Es ist vorbei. Ein Menschlein, besiegt von einem Menschlein. Beeindruckend. Aber merkt ihr, es ist nicht vorbei. Mein Hass, meine Dämonen, beides wird ewig bestehen. Es wird nie aufhören. Ihr beide, mit dem Blut der Göttin, dem Mut des Helden, ihr sollt für alle Zeiten verflucht sein. Die Verkörperung meines bodenlosen Hasses wird euch auf Ewigkeit in einem blutigen Meer der Finsternis verfolgen. Ja, und somit ward Ganon geboren. Fei? Vernichtung des Todbringers bestätigt. Seine noch verbliebene Essenz wird in das Masterschwert übertragen. Die Versiegelung ist abgeschlossen. Das hast du gut gemacht, Michael. Tja, man tut, was man kann. Danke, Michael. Es ist vorbei. Wirklich vorbei. Ja, für euch schon und für eure Nachfahren noch lange nicht. Nicht übel, ihr beiden. Danke, dass ihr euren bescheidenen Beitrag zur Legende des Helden Bardo geleistet habt. The Legend of Bardo. Wie klingt das, hä? Muss man Game Freak anfragen. Ach nee, den waren der anderen. Mann und Witz. Wollte schon sagen. Ach du, hast eine wichtige Rolle gespielt. Vielen Dank. Ach Quatsch, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Nachdem wir hier fertig sind, will ich endlich meine Zeit zurück. Das Mütterchen hat sich Sorgenwohlbade gemacht. Nun sie schnell zurück, damit sie sieht, dass es euch gut geht. Göttin Hylia, ich meine Zelda, ich bin so froh, dass ihr in Sicherheit seid. Gebieter, ich muss dir etwas sagen. Wo kam plötzlich der Sockel her? Der stand vorher noch nicht hier. Beschützer der als Mensch wiedergeborenen Göttin, Bezwinger des Todbringers, Michael der Held. Ja, ich muss sagen, das liest sich bestimmt gut in einem Lebenslauf. Aber eins fehlt noch, Besitzer des Triforce. Meine Bestimmung, dich zu führen, hat sich nun erfüllt. Das bedeutet, Gebieter, hier trennt sich unsere Wege. Wenn du das Schwert wieder in seinen Sockel steckst, ist meine Arbeit getan. Ich werde zurück in einen ewigen Schlaf fallen. Wieso eigentlich sein Sockel, hä? Das Sockel des Schwertes müsste noch in der Gegenwart liegen.
zu einem Tempel, das stimmt, aber halt bei der Statue der Göttin. Das ist eigentlich der Sockel des Schwerts der Göttin, noch nicht des Masterschwerts, aber trotzdem, wir müssen eigentlich dort sein, nicht hier in der Vergangenheit. Gut, hier gibt es auch einen, aber der ist noch im Wolkenhort oben. Du hast deine Bestimmung meisterlich erfüllt, Gebieter. Bitte bringe das Schwert zurück an seinen Platz und erfülle so den Willen der Göttin. Entbinde mich nun meiner Aufgabe, Gebieter. Aber Fei. Ja, es muss enden. Und Platz machen für einen neuen Helden. Michael. Meine mir von der Göttin auferlegte Bestimmung war es, dich als Helden zu leiten. Nachdem ich geweckt wurde, war dies die Pflicht, die ich als Dienerin der Göttin zu erfüllen hatte. Aber unsere gemeinsame Zeit ist nun die wertvollste Erinnerung, die ich in mir trage. Michael, ich kann die Herzen der Menschen nicht analysieren, aber nun, da unsere Reise Ende gefunden hat und ich mich wieder im Masterschwert zur Ruhe begeben muss, beginne ich etwas zu spüren. Ihr Menschen nennt dieses Gefühl Freude. Nun, da meine Bestimmung erfüllt ist, beginnt mein Bewusstsein bereits in Schlaf zu verfallen. Ich möchte noch etwas sagen, das mir von unserer Reise besonders in Erinnerung geblieben ist. Du hast es auf deinem Weg oft gehört und nun möchte auch ich es dir sagen. Danke. Mein Gebieter, Michael. Vielleicht werden sich unsere Wege, unsere Seelen irgendwann erneut begegnen. Vielleicht dauert es gar nicht mehr so lange, denn bald erscheint ja Breath of the Wild 2. Wer weiß, was dann passieren wird. Aber Impa, du musst mit uns kommen. Zelda, ihr besitzt Hylias Erinnerung, ihr wisst doch. Ich gehöre in diese Zeit. Ja, aber... Kehrt zurück in eure Zeit. Ich werde das Portal zerstören, sobald ihr durchgegangen seid. Aber nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, kann ich dich hier nicht dahin zurücklassen. Bitte, Impa, komm mit uns. Ich bin durch das Zeitportal gegangen, um euch zu beschützen und die Welt zu retten, wie Hylia es bestimmt hat. Jetzt wird die verbliebene Essenz des Todbringers in diesem Schwert festgehalten. Jemand muss darüber wachen. Er darf nicht wieder erwachen. Er darf die Welt nie mehr bedrohen. Und das ist ja auch etwas, was wir bis jetzt in allen Zelda-Spielen nie mehr erlebt haben. Der Todbringer irgendwie aus dem Masterschwert ausgebrochen ist. Sogar in Breath of the Wild, wo das Masterschwert ja fast zerstört war am Schluss. Beziehungsweise zu Beginn. Also vor 100 Jahren. Ihr wisst schon, was ich meine. Und man weiß ja nie.
Breath of the Wild 2? Vielleicht nochmal ein Hinweis darauf oder irgendwie sonst was? Das ist unsere Aufgabe. Wir Sheikah sind stolz darauf, dass die Göttin uns dafür auserwählt hat. Ja, offenbar ist sie die einzige Sheikah, weit und breit. Zelda, das Triforce. Die unendliche Kraft des Triforce ist zu mächtig und blinkt darauf zu vertrauen. Nach der Erfüllung seiner Aufgabe muss es vor der Welt verborgen ruhen. Und damit kommen wir zu dem, was dann in Ocarina of Time war. Wo die Halle der Weisen errichtet wurde. Ein quasi auch externer Ort, wo dann das Triforce verwahrt wurde quasi. Die Göttin Hylia hat mich dies gelehrt, wisst ihr noch? Wir werden uns wiedersehen. Ganz bestimmt. Seht ihr? Ich habe doch gesagt, wir würden uns wiedersehen. Ja. Impa, ich danke dir. Danke. Und dies ist die Legende des Master-Schwerts. Naja, natürlich, Legend of Zelda Skyward Sword HD, aber man könnte es eben auch Legende des Master-Schwerts nennen. Freunde, das Spiel ist zu 100% durchgespielt. Und hier folgen die Credits. Wenn wir hier im Hintergrund noch ein paar Bilder sehen werden, auch zu dem, was jetzt direkt nach dem Spiel noch passieren wird, nach der Story. Weil Todbringer ist besiegt. In beiden Zeitlinien vernichtet, Girahim auch. Gibt also keinen Grund mehr, weshalb
die Menschen jetzt aus dem Himmel zurück ins Erdland können. Skyward Sword Original Stuff. Ja, hier sehen wir noch ein paar Bilder auch von Zelda, also was hier widerfahren ist, als hier da von Kirim zu Beginn des Let's Plays, zu Beginn des Spiels ins Erdland gezogen wurde. Ihre Abenteuer quasi. Und währenddessen möchte ich noch ein paar Dinge erzählen. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass das Master Schwert wieder an seinem Podest stand, so wir es in der Vergangenheit zurückgelassen haben. Sprich, es müsste eigentlich dieselbe Timeline sein. Trotzdem bleiben natürlich gewisse Fragen offen. Zum Beispiel mit der Todbringer und der Vergangenheit jetzt vernichtet. Okay, was mit dem Verband in der Gegenwart? Gab es überhaupt jemals wieder einen? Oder sind die 3-4 Mal, die wir den Plug gemacht haben, auch mit dem Triforce, haben die jetzt gar nicht stattgefunden? Weil wir haben jetzt gesehen, wenn wir das in der Vergangenheit gemacht haben, das haben wir damals schon mit Zelda gesehen, wenn wir sie hier dahin geschickt haben oder sie selber dahin gingen, um das Siegel zu bewachen und zu stärken, war sie in der Gegenwart ja auch noch da. Also sie musste ja quasi zurückkehren, weil sonst wäre der Todbringer bzw. der Verband schon früher wieder ausgebrochen. Das war ja klar. Oh, da ist ja der ganz alleine vor dem Erdtempel. Ja. Und hier wird vermutlich gerade irgendwie Impa aufgetaucht sein, genau. Perfekt. Nee, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Wir haben jetzt das gesehen mit Zelda, die in der Vergangenheit gereist ist, um das Siegel zu stärken. Und deswegen auch in der Gegenwart natürlich noch dort war. In diesem Bernstein, wie auch immer. Das gleiche gilt für das Master Schwert, was wir zurückgelassen haben, auch in der Gegenwart noch da war. Das mit dem Schwert hat natürlich keinen Einfluss auf das Schwert der Göttin auf unser Abenteuer, auch auf das Stärken des Schwertes und so, weil das war ja immer, das gab es von dem her immer zweimal. Eben einmal war es immer im Wolkenhaupt, bis wir es rausgezogen haben. Und jetzt einmal das Master Schwert, was wir am Schluss in der Vergangenheit zurückgelassen haben und es danach jetzt in der Gegenwart halt wieder dort vorgefunden haben. So, aber der Todbringer, das ist halt so die Frage. Weil auch Girahim, der kam ja auch aus der Zukunft in der Gegenwart, also auch da gar kein Problem. Den aus der Zukunft haben wir vernichtet, der in der Vergangenheit, den gab es noch. Der wurde später zudem in der Gegenwart oder Zukunft, wie auch immer. Aber eben der Todbringer, das ist die heikle Frage. Da war es von Anfang an klar, dass es so enden würde, das heißt, was wir immer besiegt haben, der Verbannte und so. Das war eigentlich die Essenz, wenn wir Master Schwert versiegelt hatten? Nee, kann auch nicht sein. Also ich meine, woher kann der Verbannte dann überhaupt? Dem noch dort im Siegel festgehalten wurde. Oder ist das das Einzige, was umgeschrieben wurde? Ich glaube es eher weniger, weil eben wird alles, was wir erlebt haben, auch mit Link und so, Kampf gegen Girahim, das Stärken des Master Schwerts, das wird alles gar keinen Sinn mehr machen. Warum auch, wenn der Todbringer immer da unten war, gar nicht da unten war. Natürlich auch das mit dem Triforce quasi. Warum das suchen, wenn der Verbannte eh schon weg ist? Oder Todbringer, wie auch immer. So, das soweit mal dazu, meine Gedanken bezüglich Timeline und so weiter. Da kannst du natürlich Gedanken machen, bis es geht nicht mehr. Kommen wir zum Spiel an und für sich selbst. 10 Jahre hat es gedauert, dann gab es ein Remake vom Spiel. Kannst du jetzt fragen, ja, wie ist erst 2 Konsolengenerationen her? Grafik und so. Ja, doch, weil die Wii, die war ja trotz allem maximal in der Lage bis zu 27p, aber auch nur durch spezielle Adapter und so. Nach dann war es keine richtigen 27p, weil sie hochskaliert war. Hier hatten wir jetzt halt richtige 1080p, also richtige Full-HD-Qualität. Und ich glaube, nach 10 Jahren kann man schon sagen, doch, auch wenn man das Originalspiel besaß, es lohnt sich auch das Remake noch zu kaufen und zu spielen. Natürlich gibt es die Option, auf Emulatoren umzusteigen für das Spiel in 2K oder sogar 4K Qualität. Das wäre vielleicht sogar mein erster Schritt, wenn ich nochmal irgendwann das Spiel zocken würde. Oh, die Flammen, man sieht sie noch, krass. Und das Schiff wieder zusammengebaut, okay. Ach ja. Ansonsten, was hat sich alles getan? Eben natürlich die Qualität. Wurde hochgeschraubt, insofern alles picobello. Ansonsten hat sich nicht viel geändert, nichts Neues hinzugefügt. Muss meinen Sinn auch nicht, weil es gab den Boss-Rush-Modus ja auch im Original schon. Den Helden-Modus werden wir auch gleich freischalten. Gab es auch im Originalspiel schon. Und wozu denn hier irgendwie was Neues noch dazu erfinden, sag jetzt mal. Ist irgendwie nicht wirklich nötig.
Also das Originalspiel in besserer Qualität. Und ich muss sagen, es ist immer noch ein grandioses Zelda. Natürlich hat es seine Macken, sag ich jetzt mal. Die Steuerung ist natürlich so ein Punkt, aber da haben die Entwickler sich gesagt, okay, bauen wir halt nochmal eine Knopfsteuerung ein. Das finde ich ja richtig geil, richtig innovativ. Stimmt, das ist die Neuerung. Entschuldigung, ich habe vorhin gesagt, gar keine Neuerung. Quatsch, natürlich, das ist die Neuerung. Bewegungssteuerung. Also die Steuerung Alternative. Als Knopfsteuerung. Und ansonsten, eben, man muss die gar nicht so verbessern. Entweder kannst du dich mit der Bewegungssteuerung zurechtfinden oder jetzt kannst du die Knopfsteuerung nutzen. Ist doch alles geil. Dass kein Open-World-Faktor und so ist. Ja, mein Gott. Wir sind natürlich vom Breath of the Wild ein bisschen zu verwöhnt, sag ich jetzt mal. Aber es gab das damals noch nicht und ganz selten. Ich finde auch, nach über 10 Jahren, tut das diesem Spiel keinen Abbruch. Denn hier geht es, wie bei vielen Zelda-Spielen, um die Story. Und das ist auch der Grund für mich immer noch, weshalb das mein Lieblings-Zelda ist. Weil die Story ist einfach so bombastisch genial. Von Anfang bis zum Ende. Zusammen mit anderen Spielen wie Ocarina of Time, Twilight Princess oder Breath of the Wild, für mich persönlich halt. Und aus diesem Grund, The Legend of Zelda Skyward Sword für mich immer noch mein Lieblings-Zelda-Spiel. Bis jetzt. Man weiß ja nie, bald kommt Breath of the Wild 2 dann raus. Und da soll es ja angeblich auch gewisse Referenzen zu Skyward Sword geben. Bin ich schon mal sehr gespannt. Ich wollte immer hierher kommen. Ich wollte das Erdland sehen. Den Wind auf meiner Haut spüren. Jetzt möchte ich hier leben. Den Boden unter meinen Füßen spüren und den Wolken aufblicken. Und das Triforce beschützen. Michael, was wirst du nun tun? Natürlich weiter zocken, was auch sonst. Es gibt noch viel zu erleben, vieles zu entdecken. Und wer weiß, was wir noch als, sag jetzt mal, Zukunft von Skyward Sword noch so erleben werden. Also, was passierte zwischen Skyward Sword und zum Beispiel Ocarina of Time? Wird das irgendwann mal noch erzählt werden? Und kommen jetzt alle, die aus dem, ja, die in so einem Wolkenhort, Himmel und so leben, kommen die jetzt alle zurück auf die Erde? Und eben, vielleicht werden wir da bei Breath of the Wild 2 noch ein bisschen mehr erfahren und auch, was mit dem Triforce passiert ist bis dorthin. Natürlich auch hier, wie es wieder so schön erwähnt wurde, der Hass und so des Todbringers. Was geschieht mit dem noch? Werden wir irgendwann den Todbringer wiedersehen? Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, aber hey, was weiß ich schon. Den Helm unterstellen, yo Mann, was geht ab? So, warte mal, ganz kurz gucken, da ist der alte Spielstand. Wir haben uns gerade gemacht, ich hoffe, den kann ich jetzt überschreiben. Ja. Es ist natürlich jetzt vor dem Endbosskampf. Das am Monster und Girahims Kampf, das war der Slot. Der Slot mit dem Dingsbums. Wo wir Triforce zusammengesucht haben. Na komm, scheiß drauf.
Ja, Freunde, Heldenmodus bedeutet doppelten Schaden. Oh, noch speichern, super. Heldenmodus. Gib einen Namen ein, Link. Ne, passt schon. Aber den sage ich jetzt nicht, weil den haben wir damals schon mal gezockt im Originalspiel noch. Und ich finde, ganz ehrlich, soll es fürs Erste auch mal gewesen sein. Freunde, an der Stelle vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Auch wenn es wieder ein bisschen länger gedauert hat, bis wir das Spiel abschließen konnten. Aber ich finde, 88 Folgen ist, finde ich, trotz allem noch eine schöne Zahl. Auch weil es mein Geburtsjahr ist und so. Eine schöne runde Zahl, eine schöne runde Schnapszahl. Alles perfekt. Und ich sage in der Hinsicht, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Sei es ein nächstes Zelda-Abenteuer, sei es sonst irgendwie ein Spiel. Ich denke, wir sehen uns spätestens bei Breath of the Wild 2. Soll eben, wenn wir jetzt hier aufgenommen haben, Ende Februar 2022. Soll Breath of the Wild 2, glaube ich, so Ende 2022 erscheinen, also quasi ein halbes Jahr später. Bin gespannt. Und eben auch auf die Referenzen auf Skyward, ob da wirklich noch irgendwas dazukommen wird oder so. Und natürlich Todbringer-mäßig mit Fei, Marderschwert und so. Es gibt noch viel Potenzial, hier noch was zu machen. Aber genug gequatscht. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.